Wir haben einen Champagner gekauft mit dem Korken, den kann man nicht sprengen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog auf dem besten Kanal der Schweiz. Ich lebe wieder, ich war bei Mallorca Closing, da hat es so ausgesehen. Jetzt sind wir im wunderschönen Berlin und gehen heute Abend zur Release-Show, sagt man das so? Zur Release-Show von 01099, denn die bringen heute ein Album raus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir nehmen euch einfach mit. Ich bin solo, ich bin solo, ich bin solo, scheißegal. Kennst du das, wenn du in den Lift reingehst? Ja. In den Lift rein mit Kollegen. Wenn die Tür schließt, hinter dir. Ja, warte. Wenn die Tür schließt, dann ist er meistens kommt. Komplette Stille. Komplette Stille ist dann meistens. Ich lauf durch die Nacht. Airports in meinem Mund, ich glow. Sind im Uber. Leute, wir sind da. Ende. Alter, war richtig gut. Kennst du den Song von Run My Country und Juju? Weißt du, wie der heißt? Vermissen. Den könnte ich vermissen. Mein Handy. Du bist zweimal hierher gekommen, hast nicht gecheckt, dass das Handy weg ist. Hey, Julie hat einfach noch gar nie den Ender Dragon besiegt. Stell dir mal vor, du bist dafür. Wie alt bist du? 26? Guck mal, ich habe mehr so COD gespielt, ich habe richtig viel Nuklear. Okay, aber kann man in COD den Ender Dragon besiegen? Sie sind da, du hast gleich auf, doch grad auf mich zu. Eine Vision, kommt auf, wo der Hose über den Schuh. In der Nacht, ganz alleine im Bad. One hell of a dude. One hell of a man, one hell of a dude, one hell of an evening. Das neue Album von 01099, Das neue Album von 01099 ist jetzt draußen. Hört's euch an. Wirklich ein... Wow. Berlin, was geht da? Ich habe keine Stimme mehr. Gestern war ein absolutes Fest. Sehr, sehr geiles Event von 01099. Küsse, Küsse, Küsse zum neuen Album. Hört euch das Ding an. Wirklich, hört euch dieses Ding an. Wir haben noch ein bisschen, man könnte sagen, gefeiert. Es ist ein Film, ganz ehrlich, es ist ein unglaublicher Film und man kann nur sehr selten Pause drücken und irgendwie realisieren, was passiert. Ganz zum Schluss natürlich vielen Dank an Gustav und Sachi, ganz im Ernst, ich habe euch so lieb, ihr Lieben. Und irgendwelche Randoms aus Australien getroffen. He is asking, are there any European girls? Is this right? They treat you like kings and then they're like, I've actually got a husband and like 3 kids. What the fuck's up with that? You wanted to be the Stingray and she was your Steve Irwin. Don't bring Steve the fuck into this. He did nothing to you. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und hatte extrem Durst. Und dann habe ich einfach richtig viele Flaschen zu trinken bestellt, weil ich den Mindestwert erreichen musste. Und jetzt haben wir hier einfach ganz viel zu trinken, als wenn irgendjemand eine Cola will. Kommt vorbei. Wir haben ein großes Problem und zwar, dass wir relativ verklatscht sind von gestern. Und wir haben jetzt schon 14:45 Uhr. Unser Plan ist jetzt den Goldies Burger zu testen, also den anscheinend besten Burger von Deutschland. Und da bin ich echt gespannt, weil ich habe keinen Plan von Burgern oder von so Smash-Burgern, aber ich habe Bock. Ja, sehr klar. Ja, sehr klar. Ja, sehr klar. Kann man so verklatscht sein? Was haben wir gestern gemacht? Wir wollten wirklich nur bei der Release-Party sein und ein bisschen chillen, ein bisschen anhören. Es war auch wirklich ein chilliges Event, aber irgendwie ist dieses chillige Event plötzlich um 12 Uhr abends nicht mehr so chillig gewesen, sondern wir waren alle drunk. Wieso hat's hier keine Schlange? Sind die Burger nicht mehr im Hype? Mega. Okay, wir holen jetzt einen Burger und nachher testen wir. Wir haben jetzt für 2 Burger mit Pommes und Getränken 33 € bezahlt. Das sind eigentlich schon fast Schweizer Preise. Oder nicht ganz, aber so geht in diese Richtung. Ist auf jeden Fall nicht günstig, aber wenn ich einen Hype hätte, würde ich meine Preise auch teurer machen. Entweder noch Digga, wie das so aussieht. Okay, warte, ich muss direkt reingehen.
liebe genau solche Pommes. Deine. Okay, ready? Yes. Ist schon sehr. Oh mein Gott. Kann der was? Ja. Digga, das Fleisch. It's no joke. Oh. Ist gut. Digga, das ist wirklich krank. Holy shit. Ist wirklich geil, ne? Um ganz ehrlich zu sein, auch es schmeckt halt wie ein Burger so. Du kannst nicht einen Burger jetzt komplett neu erfinden. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass das Fleisch so ein Gewürz hat. Ich finde, bei Pommes kann man so viel falsch machen, aber das sind meiner Meinung nach wirklich gute Pommes. Die sind wirklich gut. Ja. Weil die sind so crispy, die haben einen geilen Geschmack, gut gesalzen. Ja, das sind halt einfach gute Pommes. Fick dich. Ich bin, seit wir aus Berlin zurück sind, komplett krank. Kennt ihr das, wenn ihr krank seid und nichts mehr aufräumt? Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr findet, ich soll meine Wohnung aufräumen. Wenn ihr findet, meine Haare sehen scheiße aus. Und wenn euch der Vlog gefallen hat. Und wenn ihr bis hier geschaut habt, dann kommentiert, Achtung, der Kaktus brennt. Ich werde mich jetzt komplett auskurieren. Ich bin von Mallorca noch komplett sick. Bis zum nächsten Mal. She just left me as I was doing a shit in the toilet. You were horny. My dick is hard. You were shitting with a hard dick. Yep.